Ich begrüße euch bei der November-Emission von Stangerford News. Wie alle Jahres gouf bei der Gelegenheit von der Journée kommemorativ der Nachwar vom Zweiten Weltkrieg gedurcht. Die Schüler haben nimm von den Opfern aus der Gemeinde 4 gelesen. Heute feiern wir zu Lützeburg Journée kommemorativ. Ich meine, wir sind den Menschen das schuldig, die ihr Leben für ein Land hingehen. Aber wir wissen, wie wichtig es ist, dass Frieden nicht einfach vorbei steht, dass Frieden nicht einfach ein Floskel ist, wie das Frieden immer in dieser Praxis umgesetzt wird. Vielleicht, wir denken heute besonders um die Opfer vom Krieg vom letzten Jahrhundert, die Soldaten, die gestorben sind an der Front, an anderen Kriegshandlungen oder an der Gefangenschaft, die ihr Leben hingehen haben, an ihre Familien zurückgelassen. Wir denken an die vielen Zivilopfer wie Frauen und Kinder, die aus den zerbombten Städten nicht mehr rauskommen oder auf ihrer Flucht umkommen. Ihr Fazit gerade nach dem Zweiten Weltkrieg war, nie mehr Krieg, aber Gegenwart schwätzt ein anderer Spruch. Krieg und Terrorismus als aber an unserem Leben präsent. Und dabei ist der Krieg so nah, dass wir auch auf diesem Tag von der Journée de Commémorative das nicht aus dem Blick dürfen verlieren. Wie wichtig ist es, dass wir den Flüchtlingen helfen. Weiterhin halte ich doch für wichtig, par rapport von der großen Bedrohung, der Panik nicht so viel Raum zu lassen. Ein klare Kap behalten. Und das morgen ist, dass wir für die Opfer, für all die Menschen, die unter den Ungerechtigkeiten leiden, dass wir für die beten. Gebet als die Intensivstation von der Versöhnung. Für 70 Jahre war der Zweite Weltkrieg offizielle River. 110 Millionen Menschen standen am Zweiten Weltkrieg in der Waffenbeschuss. Bald 60 Millionen Menschen haben ihr Leben gelost am Zweiten Weltkrieg. An über 60 Staaten waren daran verwickelt. Darunter auch Lützeburg. Zu Lützeburg waren 13.825 junge Lützeburgerinnen und Lützeburger an der Wehrmacht. Sie mussten die verhassten Uniformen anziehen. 2906 von diesen jungen Lützeburger sind nicht mehr zurückgekommen. 3500 Refraktären, gerade so wie die Resistenzler, Ancien Combattants, Tausende von Zwangsrekrutierten, all das Leid haben sich für mehr wie 70 Jahre angesagt, für das alle Generationen Haut auf Frieden und Freiheit zu Lützeburg leben können. Und dafür also da ist Pflicht und Aufgabe, durch die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg ein kollektives Gedächtnis heute zu Stangerford zu erhalten, an dem wir uns mit Dankbarkeit und Dafür
vun de Kriegsgenerationen erinnern, an die heutige Generationen mobilisieren, dass so ein Leid nicht mehr passiert. Für 75 Jahre hat der Zweite Weltkrieg angefangen, und wir gedenken heute 70 Jahre nach der Kapitulation von Nazi-Deutschland nationale Kommemorationstag und all Opfer von diesem grausamen Geschichtskapitel. Auch Stengeforter, jung Stengeforter Bürger sind Opfer gehen, weil sie sich für die Werte wie Toleranz, Respekt, Solidarität und Freiheit angesagt haben. Lassen wir das Werte nie vergessen und uns bewusst sein, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Und dafür sind ich heute speziell froh, hoffentlich auch stolz, dass Schulen von Stengeforter Kleinbetten über den Zweiten Weltkrieg an 70 Jahre Freiheit diskutiert und thematisiert haben. Sie werden am Schluss migriert, das Mikro überholen, für diese Kommemorationstag mitzugestalten und so auch zu weisen, dass für sie das Kapitel an unserer Geschichte nie vergessen wird. Den 10. Mai 1940 hat für Lützeburg eine leichte Zeit angefangen. Deutschland hat Lützeburg angegriffen und besatt. Die Lützebäuer konnten sich nicht wehren. Da wenn es zu viele junge Lützebäuer hat Leben verloren oder sie vermisst gehen. Das hat verschiedene Ursachen. Sie sind evakuiert gehen. Sie sind zwangsrekrutiert gehen. Sie sind umgesiedelt gehen. Sie sind an Kassett und an eine Prison gekommen. Sie sind nach russischer Gefangenschaft gestorben. Sie gehen zu Stengeforter erschossen. Wir danken heute die 42 Leute aus der Gemeinde Stengeforter, die am Zweiten Weltkrieg umgebracht sind. Müller René von Hohen 21 Jahre. Die Schüler haben in 49 Nimm von den Opfern aus der Gemeinde Stengeforter 4 gelesen. Du Bürgermeister hat an einer kleinen Zeremonie die neue Annex aller Schmalz, an der die Firma Lukas ihr Geschäftsraum heute vorgestellt. Ich begrüße nicht alle guten für die Ouvertüre von diesem Arrondissement von der Aller Schmelz. Ich begrüße auch hauptsächlich die Leute von der Firma Lukas, mit den Proprietären noch von der Firma Lukas, mit denen wir jahrelang schon flott und gut zusammenarbeiten. Das Arrondissement von der Aller Schmelz ist gekommen, weil wir zusammen geguckt hatten mit der Firma Lukas, wir brauchen Platz, haben sie gesagt, dann wir haben gesagt, wir sind am Gang, so nach die Aktivität Regional de l'Ouest zu organisieren. Und das dürfen sich lange hingezogen, weil einfach die Prozeduren heute in Lützeburg terribel lang sind. Die Aller Schmelz, das muss ich noch ganz hart sagen, die gibt nämlich so stauen, wenn damals die Firma Lukas nicht die Sitze überholt hat. Ich habe ein Foto gesehen von ihr, die noch mal gewesen hat, wie das hier ausgesehen hat. Das war ja, eine Ruine. Die hat das abgebaut vom Rehbau an. Und ich meine, dafür muss man als Gemeinde auch eine ganz große Merci sagen für die Energie, die Kraft und die Ausdauer, die da an den Bau gestachelt hat. Und auch, dass er so lange gedrückt hat mit ihren Stocken, dass da aber heimgeblieben sind. Dafür ist auf jeden Fall eine große Merci. Die Gebäulichkeiten hier können die Gemeinde wirklich, wirklich gut gebrauchen. Wir sind am Gang zu Wurzeln.
die heiert dat mat Citeen, mat gräser Lotissementer, ja woch mat Refugien die kommen. Ich mengen alles dat gebrauch Infrastrukturen. Op jeden Fall ich will ich alle bitte Merci so fir die Flotterbeg, die ha gelecht gin ass an ich will ophalen mengeriert mat en ganz große Merci enke und fir mal Lukas, weil die Schmelzhai, die wir nimi die Schmelz van der nicht dogewicht wird. Herr Bürgermeister, der Damen und die Herren aus dem Chef von Allgemeinen Rat, der Damen und die Herren alle Guten, von dem die geht, dann wird den mehr, das stelle ich so fest, mehr Ursachen für Merci zu sagen. Und das auch darüber, wo ich mich will beschränken, den Abend. Erstens mal eine ganz große Merci und Gemeinde. Und jetzt, die der Auto sieht, mehr Wochen, die Gemengen Schaffereit vu Fidrun. Ich bin immens froh, für heute zu sehen. Erstens werden einen herrlichen Zeit aus. Wir sind noch ganz froh, wenn wir können auf Gas gehen. Schließen dann mal da an, wie gesagt, merci danke. Dann Bootzimmer zu planen. Wir können also dann nicht noch verschiedene Sachen Wir sind die Jeunes aus für kurzem aus der Villa Koller und hier neue Lokale bei der Stankfurter Schule geplündert. Leif Repräsentant vom Gemengener Schäferrot vu Stengefurt, vom Schäferrot von Kerch, Leif responsable von der Croix Rouge, von den Jugendhäuser Laurent an Andreas, genau. Herr Polizeikommissar, ja, ganz froh, dass ihr hier seid. Leif Noperen, ganz froh, dass ihr hier seid. Hier ist so ein, ja, so eng Ambiance in de Bon Famille, man soll heute zusammen sein für ein neues Jugendhaus hier abzumachen. Das Jugendhaus wird zu Stengefurt gött an Kollaboration mit dem Jugendhaus von Kerch zusammen, wird Croix Rouge für die Gestion gemerkt. Wir haben alles probiert, für das heute nur so gut und so funktionell wie möglich zu gestalten. Das ist ja so, dass das Jugendhaus am der Villa Koller drin war. An Villa Koller haben wir aber echt Erbischen noch gemerkt, für da wirklich ein Centre de Rencontre dran zu machen, wo auch die Lokalgeschichte soll festgehalten gehen und auch wo die Leute können treffen, für eine kleine Konsumation zu machen. Und dafür meine ich, wir müssen eine Lesung sicher für uns als Jugendliche. Wir sind noch hingegangen und wir haben das heute proposiert, wir hatten dadurch eine Rekordzeit abgestaltet, für das zu machen. Und dafür meine ich, dass das heute noch ein Flotsache mit der Kircher Gemeinde zusammen, dass wir das zusammen durchziehen. Und dafür auch der Kircher Gemeinde große Merci für die flotte Kollaboration. Ich meine, dass wir auch zu Kirch, wo dann noch Stengefurt auf Kirch gehen, und vice versa. Und ich meine, dass das hier eine ganz große Abwandlung an die Gesellschaft ist. Die Jugend als Gesellschaft von mir. Aber wir heute Politik machen, muss ich so, die Politik, die wir heute machen, die ist eigentlich für ich. Und dafür sind ich immer froh, wenn die Jugendlichen sich für Politik auch interessieren und alles, was an einem Dorf geschieht, und wo sie auch angebunden gehen. Also, merci, dass ihr kommen Sie, dann die Responsablen geben, also denke durch das Haus feiern. Der Responsablen hat die verschiedenen Aktivitäten vorgestellt, die am Jugendhaus angeboten gehen. Hier haben wir natürlich auch ein Büro, wo wir eben all das administrativ können machen können. Ja, wo wir auch dann Entretien mit den jungen Hunden waren, par rapport zu CVen oder eine Lettre de Motivation mal gemacht muss gehen, wo wir hin an den Darm greifen oder auch Hausaufgaben helfen bei Projekten, die sie müssen an der Schule machen.
De Schaffen a Gemengerot huet alt Bierger aus der Gemeng, die 6 Joer a méi hunn op eng Hirschmatinée invitéiert. Für den musikalischen Deel huet noch Kaster Happy Sound gesuercht. Schöne guten Mittag, die Damen und Herren, hier am Centre Rodemer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Matinee für den 3. Alter. Ihr wisst, dass wir die Matinee immer am Advent gelöst hatten, immer am Advent war, nicht am Advent. Wir haben aber gesagt, dass wir gucken für die, auf einen ganz speziellen Tag zu legen. Und die speziellen Tag, das heute, den 1. Oktober, Journée internationale de la personne âgée. Das ist so, dass heute den internationalen Tag von älteren Leuten, die 1991 von der Assemblée Générale von der UNO gestimmt ist, aber gesagt ist, dass die ältere Gesellschaft auch soll gefeiert gehen. Für was? Mir das ganz einfach. Ich meine, es geht ihnen sich immer mehr bewusst, wie viel das ihnen von der älteren Gesellschaft, von der älteren Gesellschaft immer méi geléiert huet, a wetter Walleuren, dat se hunn, a wetter Walleuren, dat se weitergin hunn, an dats man die Walleuren nicht solle verleieren. 2002 ass du fir een Plan d'Action international sur le vieillissement zu Madrid erschafe ginn, wo en ganze Koop Aktionen geplant gesinn, notamment auch an der Reconnaissance vun der Kontribution an sozialen, ökonomischen, kulturellen an politische Plan vun den ältere Leiit. Wir wissen alle Guten, dass wir alle Gute willen gut gehen. Und dafür ist es doch wichtig, dass ein Gemeng sich dafür ersetzt. Ihr wisst, wie wir für 2 Jahre den Proxibus aktiviert haben, sind ganz viele Leute von einem gewissen Alter, die davon auch profitiert haben. Und wir haben noch geguckt, für die Gebäude immer mehr accessibel zu machen. Ich meine aber auch, dass wir als Stengeforter Gemeng als nach müssen gehen und noch einmal einen Blick werfen auf die Mesuren, die auf internationalem Plan festgehalten sind für als ältere Gesellschaft. Und dafür ist es so, dass wir im Kader von der Renovation von der Villa Koller, die wir am Gang sind zu renovieren, wo die echt Arbeiten gemacht sind, wo wir nach Arbeiten auffallen, wo wir uns auch hier vorgestellt haben, für einen eventuellen Club Senior zu machen. Ein Club Senior als so etwas ab 50 Jahren, wo ganz viele Aktivitäten mit den lokalen Vereinen zusammen gemacht gehen, mit einem Amiperas, mit einem kulturellen Verein, wo ganze Coop Aktivitäten angeboten gehen für die Leute über 50 Jahre. Ein ganz großes Merci für das, was für die Gemeinde Stengefurt gemacht hat, an den Clip, an den Vereinen, überall. Und dafür meine ich, die Gemeinde Stengefurt, die ich auch ein Cadeau dem Regio ausstellen. Voilà. Ich meine, als Zeit, dass ihr auch einen Tasse Kaffee kriegt, dass ihr etwas Kleines Süßes kriegt. Und mir geben ich auch, für euch Merci zu sagen, der ganze Gemengerot, den hier sitzt, oder Leute vom Gemengerot, die hier sitzen, geben ich ein Cadeau gehen. Aber sehe dich noch gut, lasse ich gut gehen, lasse ich das kleine Süßes gut schmecken, und weiterhin nach einem schönen Tag. Merci. Alles zum Besten.
mir noch kein Geld auf der Tasche, kauft mir alles zum Besten. Das Siegel huet seit 15-jährigem Bestoen a Präsenz vom Arbeitsminister Nicolas Schmidt an aller Schmalz gefeiert. Der Damen und die Herren lief invitieren. Der Präsident Kamil Stockhäuser hat die verschiedenen Dienstleistungen vorgestellt, die das Siegel am Volksmund auch Knivelköcht genannt, den Anwohner ubit. Er ist ausführlich auf die 15-jährige Geschichte vom Siegel angegangen und hat den Sinn und Zweck von dieser Organisation erklärt, die daran besteht, seine Mitarbeiter auf der Sicherung eines Arbeitsplatzes zu unterstützen. Wir haben im Jahr 2000 die Responsable vom Objektiv Plan d'Emploi und als Gemeinde angetreten sind, halt zu Stengefurt, für halt zu Stengefurt von ihrer Centre d'Initiative et de Gestion auf Bein zu setzen, haben wir am Gemeinderat nicht lang gezeigt, an diese landesweit vernetzte soziale Beschäftigungsinitiative angeschlossen. Mit denen über Land verspreiten Centre d'Initiative et de Gestion, auch Ziel genannt, hat den OPE den Jungen wie auch älteren Männer und Frauen, die noch Arbeit gesicht tun, ein zwar nicht zeitlich begrenzte Beschäftigung oder Formation angeboten, mir hin dummerten hier Menschenwürde an ein Daseinsberechtigung herumgehen. Das Leid waren nächst an der Gesellschaft gekommen, an der Weg zurück an die normale Arbeitswelt, als viel gezeichnet ging. Herr Minister, die Damen und Herren aus dem Verwaltungsrat vom Siegel, die Damen und Herren aus dem Gemeiner Schäferrat, lief Maderbeter vom Siegel, lief ein Witte in alle Guten. Sie sind ganz froh, heute können 15 Jahre Siegel zu feiern. Denn Kamil hat schon als Präsident vom Siegel ganz viel gesagt. Und Kamil, du hast mir eigentlich mein Wirdach schon teilweise geklaut, sodass das Gerät nicht so lange ausfällt. Ich muss aber sagen, dein Ansatz für die Kurs, die das Siegel ist absolut auf 40 Jahren. Und ich meine, du warst von Anfang an dabei. Und das ist eine Beschäftigungsmesure, wie du das richtig gesagt hast, die nicht nur Beschäftigungstherapie ist, sondern auch das Sozial, die Integration, das intergenerationell dafür hilft, und immens wichtig ist. Die jungen Leute fanden lo mir liegt eng Arbeit, älterer, das heißt ab 50, an die eng Männer gut Qualifikation haben immer noch Schwierigkeiten und haben auch immer mehr Schwierigkeiten für eng Arbeit zu finden. Und da meine ich, ist immens wichtig, dass so Initiativen wie das Siegel Stengefurt am Leben gerufen gesehen und auch am Leben bleiben. Und dafür meine ich, hilft Gemeinde Stengefurt ganz gern. Wir wissen, Herr Schmidt, dass dir als Ministerium ganz viel an der Term greift, mit 170%. Wir auch wir haben uns nicht Höhle gelost und wir spontan für 3 Jahre dezidiert, dass wir auch helfen, und zwar mit einem jährlichen Monat von 200.000 €, die wir dem Siegel gehen, für Personal anzustellen und für Arbeiten zu machen. Wir wissen alle gut, dass das Siegel hier in der Gemeinde nicht mehr wegzudenken ist. Die Arbeiten, die gemerkt gehen bei der älteren Generation, die Arbeiten, die gemerkt gehen für die Allgemeinheit, für die Gemeinde, ist immens groß. Und ich muss sagen, mit den Responsablen vom Siegel hat die Gemeinde ein ganz flott und konstruktiv zusammengearbeitet. Und dafür will ich ein ganz großes Merci sagen. Das Engagement geht aber noch weiter. Auch die Arbeiter vom Siegel, meine ich, haben ein ganz flott zusammengearbeitet mit unserem technischen Service. Und dafür ich auch ein ganz großes Merci für das Engagement am Sinn von den älteren Generationen, die hier wohnen, aber auch am Sinn von der Gemeinde, die macht ein ganz wertvolle Arbeit für die Gemeinde. Und ich wollte das mal ein sagen. Ich wünsche dem Siegel nach ganz viel Flottioren und ich gebe mich freuen, wenn wir auf 5 Jahre 20 Jahre feiern. Ich sage nicht merci an der schönen Tag. Das ist für mich immer ein großes Freude zu kommen, wenn Siegelen eigentlich ihr Geburtstag feiern, weil das eine Gelegenheit für mich mit den Leuten, die an der Siegel arbeiten, zu schwätzen, nur zu lauschen, was alles für wichtige Sachen, die eigentlich wieder gesagt hat, Herr Bürgermeister, nicht aus dem
alldagslebende wegzudenken sind, an unseren Ortschaften gelegt gehen. Der Siegel von Stengefurt habe ich gesehen, beschäftigt 17, 18 Leute. Ich gebe so eine Tendenz, werde an den nächsten Jahren echt abgehen, weil, wie der richtig gesagt hat, 12 von den Leuten, die an dem Teil sind, wo es schwierig ist, ihren Fuß zu fassen, die wahrscheinlich nicht unbedingt auffällt. Beschäftigungspolitik misst mehr auf die Regionen, auf die Gemeinden, auf die Lokalitäten zurückgreifen. Den zentralen Rolle der Gemeinden, den muss man noch weiter fördern. Für was? Weil Gemeinden nicht nur bei den Bürgern sind, sie sind eigentlich auch nur bei den Bedürfnissen, bei den Besoins der Bürger. Und der Präsident, wie Herr Bürgermeister, hat gesagt, dass eine ganze Reihe Aktivitäten von den Siegeln gelegt gehen, realisiert gehen, die, wenn es kein Siegel gibt, wahrscheinlich nicht giffen prestiert gehen. An die alle Guren, die wisst, dass die Erbechten nicht nur an der Gemeinde, am Environnement, an den Parken, an den Sportplätzen, aber auch bei den Leuten daheim, die Hilfe brauchen. Und dafür ist es wichtig, auch die Verbindung zwischen mit den älteren Mitbürgern zu machen. Die brauchen eigentlich immer einen, den da ist, wenn einmal ein Problem entsteht, wo Hilfe gebraucht wird. Und das ist an der Gemeinde, wo das realisiert wird. Das ist da, wo das entsteht und das ist auch da am Dialog mit den Bürgern, für die Besoins zu identifizieren, und für auch die Organisation abzustellen, wo das am besten realisiert gehen. Denn Investiment an die Arbeit, das sind Investiment an die Menschen. Dafür fand mir immer einen Partner, einen Gesprächspartner, und wir sind auch bereit, die Projekte mit zu akkompagnieren, am Sinn von ihrer Gemeinde, am Sinn aber auch von den Leuten, die am Siegel eine neue Hoffnung fanden, und auch am Sinn von all den Leuten, die von den guten Nachrichten und vom guten Engagement vom Siegel profitieren. Merci. Herr Minister, Herr Bürgermeister, Kamil, mein Präsident. Ich möchte weiterfahren. Merci für die Schäfer, die da hat. Wir haben aus verschiedenen Perspektiven gesehen, die Notwendigkeit von einer Struktur wie EISA. Und wie gesagt, vier Wochen selber Merci zu sagen. Gebe ich später kurz dafür zu kommen. Das war es für als November-Emission. Falls ihr es dort verpasst habt, könnt ihr alle Emissionen auf der Internetseite von der Gemeinde unter www.steinfurt.lu/news gucken oder unter www.doc.lu an der Mediathek.